Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee und zwar mit dem Spezialvideo. Wie ihr selbstverständlich erkennen konntet, melde ich mich hier zum Urlaub ab und zwar gehe ich zum Drachefest 2018. Ja, ich wollte euch nur Bescheid geben, weil ich das in Lufia vergessen habe zur Sache. Bei Stardew Valley habe ich noch dran gedacht, aber bei Lufia war ich so in der im Aufnahmewahn drin sozusagen, dass ich absolut vertrödelt habe, dass ich alle 2 Tage eigentlich nur Lufia veröffentliche. Und ja, da ist das leider abhanden gekommen, dass ich Bescheid gebe, dass ich für eine Woche auf dem Drachefest bin. Die Sache ist die, deswegen wollte ich jetzt eigentlich nochmal ein extra Video machen, damit das jetzt nochmal alles klar zur Sprache kommt und damit ihr Bescheid wisst, wie das so ablaufen wird. Ich bin am Montag, am 23.07. bin ich fort. Zu dem Zeitpunkt erscheint auch kein Video mehr. Das heißt, heute am 22. erscheint mein letztes Video vorerst. Und dann bin ich bis zum 30.07. fort. Der 30.07. ist übrigens ein Montag, wenn ich mich doch recht entsinne, genau. Und am Montag erscheint dann auch wieder was. Also es heißt, ich habe wirklich die eine Woche Pause vom 23. bis zum 30. Da erscheint dann erstmal nichts. Aber noch melde ich mich selbstverständlich wieder zurück. Ja, ich wollte die Gelegenheit hier auch nochmal nutzen, um noch ein paar andere Worte zu verlieren. Zum Ende, ja, bin ich erstmal sehr dankbar, dass ich jetzt in letzter Zeit tatsächlich dieses 125er Abo-Tief überwunden habe. Und jetzt in letzter Zeit wirklich auf 131 gekommen bin. An der Stelle wollte ich euch, neue Abonnente und auch euch aller andere Abonnente, die mir treu geblieben sind, sage, vielen lieben Dank. Es tut echt gut, dass meine Arbeit so geschätzt wird und dass ihr mir die Chance gebt, euch hier zu entertainen mit meinem Let's Play auf Pelzig. Also an der Stelle vielen lieben Dank an alle Abonnente. Und dann wollte ich auch noch ein bisschen was sagen zu dem Thema, was wird dann sonst noch so auf meinem Kanal erscheinen. Ich weiß, ich habe gerade schon versprochen, dass Chrono Cross erscheinen wird. Jetzt hat sich aber ergeben, dass ich zufälligerweise im PlayStation Store das Resident Evil 1 Remake gefunden habe. Und das fand ich eigentlich so geil, dass ich das jetzt direkt noch Lufia eigentlich machen wollte. Fakt war, ich habe dann auf Facebook und auf Twitter so kleine Wahl gestaltet. Wollt ihr das als Livestream haben? Wollt ihr das als Let's Play haben? Und wenn ja, Chris Redfields Kampagne oder Jill Valentines Kampagne. Und durch die 2 Wahlen hat sich jetzt entschieden, sowohl auf Facebook als auch auf Twitter, dass ich Resident Evil 1 Remake als Let's Play machen werde. Und zwar kommt es dann noch Lufia. Und ja, dass ich Jill Valentines Kampagne wohl spielen werde, wie es aussieht. Ansonsten, ja, das wird dann halt wie gesagt noch Lufia erscheinen. Ansonsten wollte ich das auch nochmal nutzen hier, um zu sagen, dass 2019 ein richtig geiles Jahr wird. Es sind so viele Horrorspiele rausgekommen. Es werden sich bestimmt auch ein paar gefragt haben, hey Yankee, warum keine Horrorspiele mehr? Warum derzeit nur so entspannte Dinger? Das hat damit zu tun, dass ich jetzt durch ganze Verschiebungen und Pipapo zuerst gekommen bin, dass in der 2. Augusthälfte höchstwahrscheinlich erst meine Masterarbeit starten wird. Das waren sehr viele Termine, die ich jetzt nochmal gehabt habe. Und das Thema hat sich erstmal finden müssen. Jetzt bin ich gerade bei, mich in das Thema einzuarbeiten. Aber ich gebe das auch erst hier Bescheid auf meine Kanäle, wenn das wirklich bombefest steht und die Anmeldung soweit gemacht ist. Das heißt, ich bin auch derzeit dabei, mich in Dokumentation von der Grabung, die ich bearbeite werde, reinzuarbeiten. Ich werde mich in das Fundmaterial einarbeiten und. Das heißt, das hat jede Menge Zeit geschluckt, das Ganze, damit ich mich erstmal auf das Thema konzentrieren konnte und damit ich mich auch wirklich auf das Thema vorbereiten konnte, damit wir erstmal auch dann tatsächlich erst in der 2. Augusthälfte mit Dozent, mit Betreuer und das Thema fix machen können, damit ich es anmelden kann an der Uni. Ja, so viel dazu als Update. Weil ihr euch da vielleicht auch mal gefragt habt, ja, du hast in Gothic 2 gesagt, hä, hier, ich mache nicht mal nur jeden 2. Tag, beziehungsweise jeden Tag nur eins, damit ich mich vollkommen auf meine Masterarbeit stürzen kann. Ja, das stimmt ja auch, nur es hat tatsächlich mehr Zeit geschluckt, als ich wirklich gedacht habe, das Ganze, was die Vorbereitung zum Thema selber angeht. Ansonsten, jo, ich überlege gerade noch. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber das ist immer diese Vergesslichkeit, ne? Deswegen bin ich wahrscheinlich auch ganz gut im graue Lager aufgehoben, Aspekt vergessen und so, nicht nur Wissen und Weisheit. Ähm, die Sache war auch noch die, dass ich genau 2019 ein paar Spiele noch machen werde. Es sind wunderbare Zeiten für Horror-Let's Plays. Ich mache nicht einfach nur alles, was ich so sehe und denke mir dann, jo, Allah, könnte ich jetzt einfach mal spielen um des Spielens willen. Ich mache hier meinen Let's Play-Kanal aus Hobby.
und dazu gehört auch, dass ich das, was ich durch Spiel wirklich spiele will. Ich bin ja kein Dienstleister, der einfach mal so, ja, wie Gronkh könnte man sagen, einfach mal auf Wunsch einfach irgendwas zockt, was ich gar nicht zocken will, sondern ich zock eigentlich nur, weil das Hobby-Ebene ist, das, worauf ich ja wirklich Bock hab. Und ich gras nicht jedes x-beliebige Horrorspiel ab. Und mir wurde schon so oft gesagt, Yankee, mach doch mal Detroit Become Human. Nein, wenn man mir sagt, mach, dann sperr ich innerlich hier wirklich total ab. Und dann wird es einfach nichts. Dann kann ich mich überhaupt nicht objektiv auf das Thema und auf das Spiel einlassen. Aber wie gesagt, zurück zum Thema. 2019 kommt Resident Evil 2 Remake. Darauf freue ich mich schon wie Bolle nach dem, was ich da gesehen habe von der E3-Trailer. Dazu kommt noch Days Gone, worauf ich mich auch extrem freue. Und das, worauf ich mich am allermeisten freue, wird The Last of Us Part 2. Ich habe mich damals als allererstes Let's Play viel zu gierig auf The Last of Us gestürzt. Jetzt erst habe ich so die technische Möglichkeit, um das so semi-professionell irgendwie noch darzustellen mit Facecam und Pipapo. Aber ich habe mich damals einfach drauf gestürzt, weil es ein Spiel war, was ich sehr gut kannte. Und ich wollte es einfach bei meinem ersten Let's Play richtig machen. Im Endeffekt hätte ich lieber Baldur's Gate 2 oder so genommen als erstes Let's Play. Aber die Sache ist jetzt gelaufen, die Bär ist geschält. Und bei The Last of Us Part 2 mache ich alles richtig hier mit Facecam und Pipapo. Ja, das sind eigentlich noch die Kleinigkeiten, die ich sagen wollte zu dem Thema, was passiert eigentlich so demnächst auf meinem Kanal. Das heißt, Lufia wird auf jeden Fall noch fertig gespielt und Stardew Valley, da habe ich ewig dran, denke ich. Weil ich mache das für 3 Jahre, das Spiel, also im Spiel 3 Jahre, nicht für meinen Kanal 3 Jahre, nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Ich mache das bis Jahr 3, bis zum Winterende, sozusagen bis Frühling, Tag 1, Jahr 4 dann kommt. Und da werden wir definitiv sehr viel beschäftigt sein damit. Und noch Lufia wird dann erstmal, wie gesagt, Resident Evil 1 Remake erscheinen, damit er einfach mal auch wieder ein Horrorspiel bei mir ist. Und danach können wir über Chrono Cross definitiv sprechen. Das könnte dann auf jeden Fall ein Thema sein für uns. Ja, wie ihr seht, nebenbei lasse ich noch den Dino-Renner. Wenn ihr vielleicht Yoshi's Island oder so eventuell auch noch als Let's Play wollt, gebt einfach mal Bescheid. Es wäre mal ganz nett, wenn ihr hier die Plattform nutzen würdet, um mir einfach mal ein paar Vorschläge zu geben, was ihr ganz gern sehen würdet. Vielleicht lasse ich mich auch auf Detroit Become Human ein, wer weiß. Aber gebt doch einfach mal Vorschläge. Das hier soll einfach mal auch wirklich dazu dienen, neutral mir Vorschläge zu geben, mir Feedback zu geben. Was wollt ihr, was kann ich noch verbessern und so weiter und so fort. Ja, ansonsten die Woche vom 23. bis zum 30.07. bin ich wie gesagt fort. Du kannst sein, dass ich überhaupt nicht antworte, weil beim Drachefest ist eigentlich mein Handy aus und ich schalte es nur morgens und Ovensei, falls wirklich irgendwas extrem Wichtiges sein sollte. Gebt mir doch trotzdem einfach Feedback, wenn ihr Bock habt. Ich kämpfe in der Zwischenzeit für Wissen und Weisheit und deswegen trage ich auch heute, oh, Moment, sieht man's? Ja, man sieht's, trage ich deswegen auch mein graues T-Shirt, damit ich mich schon mal wunderbar drauf einstimmen kann. Es ist nämlich auch, weil wir letztes Jahr gewonnen haben, das Jahr des grauen Drachen und ich freue mich immens drauf, wie die Herrschaft des grauen Drachen so aussehen wird. Und ansonsten, ja, ich vertiefe mich ins Lab. Ihr könnt liebend gern nochmal alte Projekte gucken in der Zwischenzeit oder das, was ihr vielleicht verpasst habt, was ihr vielleicht nicht gucken konntet aufgrund von zu schnellem Veröffentlichen und. Es steht mich auf jeden Fall freer, wenn ich zurückkomme und ich hier ein paar Antworten bzw. ein bisschen Feedback einfach in dem Video hier habe. Und wenn ihr einfach auch so mit mir labern wollt, absolut kein Thema. Es sind immer Facebook-Seite und Twitter-Seite bei mir verlinkt, ohne in der Biografie. Einfach mal auf mehr Anzeigen gehe. Dann findet ihr das auf jeden Fall auch. Wenn ihr mit mir labern wollt, wenn ihr mir persönlich und nicht in einem Video Feedback geben wollt, dann macht das doch einfach so. Ich freue mich immer auf jede Nachricht. Gerade wir Small-YouTuber freuen uns auf jedes produktive und auf jedes nützliche für uns amüsante Gespräch. Also haut auf jeden Fall in die Tasche. Ich freue mich tierisch. Wie gesagt, in der Zwischenzeit, während ich weg bin, guckt doch einfach bei mir rein, guckt vielleicht auch bei Tinoe rein, guckt vielleicht bei Evil Bloody Ice rein, das ist auch eine Klasse Let's Playerin, guckt vielleicht auch bei Kra rein, guckt vielleicht beim Neuländer rein. Bei mir sind alle lustige Let's Player auf jeden Fall auch noch in der Kanalleiste verlinkt. Guckt auf jeden Fall rein. Macht, was euch gefällt, macht, woran ihr Spaß habt. Ich sag jetzt erstmal für Wissen und Weisheit. Wir sehen uns am 30. wieder, wenn ihr wollt. Also machen's gut bis hier und viel Spaß. Macht, was ihr wollt. Wir sehen uns dann wieder, wenn ihr wollt. Habt eine wunderschöne Zeit. Ich werde meinen Urlaub auf jeden Fall genießen. Iron Yankee.